mein Freund, das Leben sind keine Kinderlieder. Verdammt, es ist hart, du musst was tun, das sag ich immer wieder. Und nicht, dass du denkst, er labert nur, ich weiß, wovon ich rede. Schließlich rapp ich mir mit jedem Song die Scheiße von der Seele. Pass auf, ich erzähl dir was, damit du nicht mehr traurig bist. Etwas, das für dich bestimmt wirklich ziemlich unglaublich ist. Ich bin im Osten aufgewachsen, ja du hörst richtig. Doch dass es da eine Mauer gab, interessierte mich nicht. Ich war ein stolzer Pionier, obwohl eingesperrt wie ein Tier. Mama sagte, dass die Nachbarn heimlich bei uns spionieren. Und weil sie uns wohl überwachten, wollte sie schnell rüber machen. Sachen packen, Kinder an die Hände, flüchten über Nacht. Und dann listeten wir uns provisorisch bei Verwandten ein. Doch nicht lange, denn dann gab's einen Platz im Asylantenheim. Mitten im Wedding zwischen Apachen und Alkis. Und mit den neuen Homies kletterte ich nachts in den Aldi. Denn ein Ostlerjunge war nicht wirklich angesagt im Westen. Ich bekam wegen der Herkunft fast jeden Tag auf die Fresse. Und ab da hab ich mir geschworen, ein Geheimnis rauszumachen, damit meine Kumpels keinen Grund haben, mich auszulachen. Warum ich dir das jetzt erzähle, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil du grad so guckst mit deinen weinerlichen Augen. Doch ich glaub, unter dem Wasser steckt ne Fratze, die sich sehen lässt. Ich hoffe, dieses Lied wischt deine Tränen weg. Hör zu. Hey, du, hey, du. Hör mir mal zu. Ich will dir mal was erzählen von mir. Das hab ich noch nie gemacht, außer bei dir. Vielleicht bringt es dir was, ich kenn dir ja nicht. Ich seh nur, wie traurig du bist. Dann sind wir ins MV gezogen, ein Viertel am Stadtrand. Und ab dann ging's ab, Mann, nicht mal ein Haar am Sack dran, aber Faxen machen. Denn Mama fehlte es am Geld, also hab ich gelernt, wie man's anstellt. Auf der Straße, die Schule war natürlich nur noch reine Nebensache. Man wird einfach ins Leben entlassen nach der 10. Klasse. Und dann stand ich da, ohne alles wieder mal. Mama machte mir noch ne Ausbildung als Erzieher, klar. Doch auch da bin ich rausgeflogen und zu Hause ausgezogen. Ohne Wohnung, nur bei Bobby, Luftmatratze auf dem Boden. Keine Perspektive, keine Aussicht auf was Besseres. Nur ganz viel von dem Zeug, das dich vergessen lässt.